Wildeshausen. Das war am Mittwoch die Lösung, als Bremen 1 in Sachen Schnitzeljagd unterwegs war. Der bunte Bus des Hörfunkprogramms machte diesmal Station vor dem Brennereimuseum in Wildeshausen. Drinnen informierte Karin Holtmann-Kologe, Vorsitzende des Museumsvereins für die Alte Destie, in einem Interview von Moderatorin Anja Quijas vor der schnaufenden Dampfmaschine über die im Jahr 1857 gegründete Brennerei und alte Produkte, wie sie in einem Rezeptbuch von 1876 beschrieben sind. Im Gegensatz zu heutigen Produkten hätten der damalige Cholera-Tropfen, der halbe Hund oder die zahlreichen Rum-Variationen viel mehr Alkoholprozente gehabt, sagte sie. Holtmann-Kologe schwärmte schließlich von Wildeshausen und der Vielfalt der kulturellen Angebote. Ein Besuch lohne sich zum Beispiel am Sonntag, den 10. September, bei der Aktion Genuss am Fluss. Dann sei auch das Brennereimuseum geöffnet.